Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute, ja. Ich übertreib's gerade wegen, aber ich bin heute jetzt früher aufgestanden, um das hier für euch aufzunehmen. Ich wüsste nicht, wann ich sonst machen soll. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wann ich sonst machen soll. Ich möchte ein bisschen was vorproduzieren. Die letzte Woche im Dezember habe ich frei und die will ich einfach nichts tun. Gar nichts. Auch nicht hier, YouTube oder so. Nichts. Und dementsprechend schaue ich, dass ich so viel wie möglich vorproduziere, damit ich dann mal Ruhe habe und mich hier von dem Dezember erholen kann. Richtig. Ihr werdet es am Titel gesehen haben. Wir behandeln heute nicht die Drachen-Discord-Leaks, sondern wir behandeln heute ein Video vom guten Vic vom iBlabli. Hier ist er. Da. So, genau. Ich verlinke euch den auch unten. Ihr kennt ihn alle. Und es geht auch genau darum. Deswegen gucken wir uns das heute an. Die wahre Geschichte hinter Danke dafür iBlali. Der Drachenlord Beef. Eine Viertelstunde, die schauen wir uns jetzt an. Ich habe nicht allzu viel Zeit, dementsprechend hockt euch her, Sommermeere, reißt euch ja Häube auf. Mir ging einer nicht in Ding, sondern hier in Weg. iBlabli. Also cool, er hat ein N64-Tattoo am Arm. Fühle ich. Vor ein paar Tagen hatte ich ein bisschen Langeweile und las mir irgendeine unnötige Diskussion auf Reddit durch, bis plötzlich... Danke dafür, iBlali. Und dieses Danke dafür, iBlali, sehe ich mindestens einmal pro Monat auf dieser Plattform. Und auf anderen. Wer... Ja, kein Wunder, Digga. Ach ja. Ja, das ist immer mal wieder, flammt das extrem auf irgendwie. ein wenig länger deutsche Memes verfolgt, hat im Laufe der Jahre das zumindest mal mitbekommen. Im Grunde geht es einfach nur darum, mir die Schuld zu geben, sobald irgendeine abgefuckte oder kontroverse Scheiße auf dieser Welt passiert. Donald Trump wird schon wieder Präsident. Danke dafür, iBlali. Die Mom von Bambi wird abgeknallt. Danke dafür, iBlali. Die AfD ist laut Umfragewert... Okay, reicht jetzt. Ja, komm, was machst du aus sowas? Aber ist doch eigentlich super. Anstatt dass sich alle gegenseitig hassen, kann für Frieden der Hass kollektiv auf mich projiziert werden. Oder auf Rainer. Weg auf Rainer ist auch eine Alternative, ne? Er sagt sein erstes Wort, danke dafür, Blali. Gott. Ja, da hätte man noch was unternehmen können, ja. Ich bin quasi... Gab Zeiten, da hat man sowas damals einfach in den Wald gebracht, ne? Sasuke aus Naruto. Danke dafür. Und obwohl dieses Sasuke aus Warte, Naruto... ich hab's jetzt gerade verpennt. Danke dafür. Und obwohl dieses Meme 2017 seinen Ursprung hat, möchte es einfach nicht sterben. Ich schaue mir 2005... Das ist die Sache, ne? Ich hatte das in einem meiner letzten Videos ja auch schon besprochen. Rainer kann nicht mehr nicht Drachenlord sein. Rainer denkt sich, ja, ich mache jetzt einfach mal 1-2 Jahre kein YouTube oder TikTok oder Odyssey oder dergleichen. Und dann, eine Sekunde. So, das in der Früh Videos aufnehmen, das lass in Zukunft bleiben. Die Katzen sind morgens nervig. Wo waren wir stehen geblieben? 5 Sekunden zurück. 25 Seelenrunden und 17 seinen Ursprung hat, möchte es einfach nicht sterben. Genau, also da waren wir stehen geblieben. Sorry für die Unterbrechung, da war jetzt kurz Notfall. Reini glaubt, ja, er macht jetzt ein paar Jahre TikTok, YouTube oder dergleichen. Macht immer noch seine Blogs und seine Discords und den ganzen Scheiß. Aber er glaubt, dass er dann deswegen einfach komplett von vorne anfangen kann. Einfach Neustart. Ja? Neuen Spielstand gestartet, fängt alles bei Null an. Ist nicht so. Rainer wird sich von dieser Drachenlord-Persona niemals loslösen können. Niemals. Ne? Das Internet vergisst nicht. Und vor allem nicht, wenn du 10 Jahre lang hier Hatefluencer warst. Und die ganzen Memes vor allem, die werden bleiben. Ich schaue mir 2025 seelenruhig ein aktuelles YouTube-Video an, bis plötzlich... Danke dafür, iBlali. Und von meiner Seite war das... Ich muss auch immer lollen, wenn ich es in irgendeinem Video sehe. Und ich sehe es auch wirklich, gerade in der deutschen Influencer-Szene, ich habe das Gefühl, diese Drachenlord-Memes sind mehr geworden.
seitdem Rainer nicht mehr so aktiv ist. Ne? alles nie wirklich freiwillig. Gut, unfreiwillig zu einem Meme werden ist Inzwischen fühlt sich Japan wie ein zweites Zuhause an. Kenne mich in Tokio relativ gut aus und habe hier sogar eine Art Freundeskreis aufgebaut. Who knows, vielleicht verpisse ich eines Tages hierher und dann heißt es Sayonara. jetzt nicht unbedingt etwas Neues für mich. Inzwischen fühlt sich Japan. Doch wem habe ich es eigentlich zu verdanken, in dieser Position zu sein? Tja, ich sag mal, der in Anführungsstrichen Übeltäter trägt den Namen Rainer Winkler, aka Drachenlord. Traut euch, kommt zu mir und macht mich fertig! In diesem Video Ja, der Übeltäter. Ja, den kann man wirklich so nennen. werde ich euch von der Entstehung des Memes erzählen und es wird 3 Arten von Menschen geben, die sich das hier angucken. Jetzt bin ich gespannt. Also eine davon sind einfach Hater. Ne? Also wir sind eine der 3 Zielgruppen, die anderen kennen nicht. Erstens Leute, die es nicht mitbekommen haben, weil sie keine Ahnung zu jung sind oder einfach per se nicht in der Bubble waren. Zweitens Leute, die es mitbekommen haben und einfach nur Bock auf eine kleine Nostalgiereise haben. Und drittens Drachenhater, die denken, ich sehe Drachenlord, ich klicke. Danke dafür, Bloody. Ich sehe Drachenlord, ich klicke. Schreibt unten Etzerler rein, zu wem ihr gehört. Werde ich machen. Fun Fact, kurz nachdem ich das Skript für dieses Video hier fertig geschrieben habe, sah ich, dass Ace TV ein Video über genau diese Thematik hochgeladen hat. Ist das Boah, Leute, hier, wenn Ace TV hat auch ein Video darüber, ich habe das nicht mitgekriegt, schreibt's mir in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dann schauen wir uns das auch noch an. dein Ernst? Ist das dein Scheiß Ernst, Mann? Daraufhin habe ich auf das Video reagiert und beschloss, mein Video trotzdem zu machen, weil es hier auch ein paar Einblicke gibt, die zuvor nicht öffentlich waren. Drachenlord war Oh, Einblicke, die vorher nicht öffentlich waren. Jetzt bin ich gespannt. Oh, das war damals, wo er ihr Worldwide Wohnzimmer, oder? Wo in Gölle war. bereits vor meiner Wohnung. Das bedeutet, Drachenlord ist in diesem Hotel und ich wohne hier. Er Krasse Nummer. Alter, wenn Rainer das gewusst hätte, dass Al-Blali da drüben seine Bude hatte. Alter Schwede, wäre der darüber gemeddelt. Ich glaube, der hat sein Zelt aufgeschlagen. Vor der Haustür. war so nah dran. Er wusste es nicht, aber er war so nah dran. Ich weiß nicht, ob das übertrieben klingt, aber Drachenlord war für mich der meistgehasste Deutsche in den 2010ern. Ja, zumindest hier, was diese Social Media, YouTube-Bubble und dergleichen angeht. Ne? Also sagen wir mal, bis zum gewissen Alter war er der meistgehasste Deutsche. Ne? Alle Boomer in Deutschland, wenn du denen gesagt hast, Drachenlord, haben die dich dumm angeschaut. Drachen wer? Also zumindest was Öffentlichkeit und Menge angeht. Und als ich mich damals das erste Mal mit seiner öffentlichen Person auseinandersetzte, schwankte ich anfangs sehr zwischen, er tut mir irgendwie leid und oh mein Gott, er hat es einfach verdient. Ja, das ist die natürliche Hater-Entwicklung. Und das eine nimmt immer mehr ab, dass er einem leid tut, und dass er es verdient hat, das nimmt immer mehr zu. Und irgendwann, ne, wachst du morgens auf und schlüpfst aus deinem Kokon und das ist ein wunderschöner Hater-Schmetterling aus dir geworden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei vielen am Anfang so war. Er sagt, Bei fast allen. Wie gesagt, bei mir war es auch so. Und ich kenne ganz viele Leute, bei denen das so war. Er hat nicht wirklich an sein Tor hinten diesen depperten EMP-Aufkleber hingeklebt. Auch vollkommen random. Einen. Ich kann halt schon sagen, ich mache hier so eine Aufkleber-Ding und mache das ganze Tor voll mit Aufklebern. Aber den einen kostenlosen EMP-Aufkleber, den babbt er dahin. Mit der Pommesgabel drauf. Ey, was für ein Bauer. Drachenlord irgendetwas in die Kamera, was arrogant, dämlich oder überheblich rüberkommt. Ich bin der Meinung, dass jemand, der meine Videos schaut, kein Anrecht auf Kritik mir gegenüber hat. Und Das habe ich auch reagiert damals. Da hat's meinen Schalter rauslassen, wo er das gesagt hat. plötzlich wird in aller Öffentlichkeit sein Herz gebrochen, da ihn seine angebliche Freundin in Wirklichkeit die ganze Zeit nur verarscht hat. Also im Prinzip will ich dich hier live fragen, ob du mich heiraten willst. Und da ist nicht sein Herz gebrochen worden. Das geben die Leute immer falsch wieder, weil Reini das so dargestellt hat. Sein Stolz wurde verletzt. Das ist ein eklatanter Unterschied. Weil das ist für so einen Narzissten noch schlimmer. Ne? Einem Narzissten das Herz zu brechen, ist fast unmöglich. Das kriegst du schwierig hin. Seinen Stolz zu verletzen, seine Eitelkeit anzukratzen, oh ja, da ist aber Polen offen. Da ist aber Turn-up angesagt dann. Und das war das. Es hat nichts mit Herzbrechen zu tun. Sein Stolz wurde verletzt. Reini war so kurz davor, dass er sich gedacht hat, haha, schau, ich habe eine heiße, junge Freundin.
Die will mich heiraten. Mit der kann ich jetzt angeben. Darauf hat er sich gefreut. Dass er sich hinstellen kann und sagt, ihr Haters seid alles dumm. Schaut mal, was ich hier habe. Ne? Ihr hattet Unrecht. Ich bin doch der Geilste. Schau, was ich dafür, ne? Das ist das Problem. Sein Herz, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Das ist dieses kleine, verschrumpelnde, schwarze Ding. Du bist der fetteste, dümmste Idiot, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ihr werdet mich trotzdem nie besiegen, dass ihr das kapiert. Ja, und Ja, auf unbesiegt ewig. Und das ist nämlich der Punkt. Habt ihr es gehört? Es ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Er sagt nicht, oh mein Gott, was habt ihr mir angetan? Ich bin... Er hört auch nicht auf zu streamen oder sonst was. Was sagt er, nachdem das passiert ist? Ihr werdet mich nie besiegen. Das war eine Stolzsache. Herz. da habe ich wirklich angefangen, Das ist nicht Lach. Mitleid mit Rainer zu empfinden. Die meisten Leute haben da Mitleid mit Rainer, deswegen bringt er das Beispiel immer so gerne an. Ne? Bei Leuten, die halt seiner Meinung nach nicht so deep im Game sind, bringt er dieses Beispiel sehr gerne, weil es Mitleid erzeugt. Im Übrigen geile Dachbude, Digga. Bis zu dem Punkt, an dem er angefangen hat, hier so etwas zu droppen. Gott kommt zu mir und will von mir gesegnet werden und nicht andersrum. Bin das höchste Wesen, was es gibt. Das war nicht viel später. Ne? Und aus Mitleid wurde er erneut, wie kann jemand so einen Gottkomplex haben? Auf einmal tauchen irgendwelche Hater vor seinem Haus auf, belästigen ihn und warfen sogar Kugelbomben auf das Grundstück. Und jetzt passt auf. Das Geile an der Aktion war, dass überall im Hof brennende Teile gelegen waren. Ja, Al-Blali, das ist aber, ne, die sind nicht auf einmal aufgetaucht, ne? Die sind da nicht gespawnt. Die sind nicht abends ins Bett gegangen und dann haben sie die Augen aufgemacht und standen bei Rainer vor der Schanze. Ne? Reini hat gesagt, bitte, bitte komm vorbei und kauft meine Drachenposter, damit ich meine Stromschulden bezahlen kann. So ein Ding war das. Mein Gedanke war, hey, das geht definitiv zu weit, lass dem Mann seine Privatsphäre. Ganz unabhängig davon, wie unsympathisch er ist, so etwas hat man einfach nicht verdient. Und kurze Zeit später folgten von Rainer wieder hasserfüllte Aussagen, wo mein persönliches Mitleid erneut weniger wurde. Flip-flop. Dennoch muss man zugeben, dass er mit seiner Art, wenn auch unfreiwillig, für sehr viele Lacher gesorgt hat. Wie zum Beispiel, wo er das erste Mal den Titel von Zelda BOTW vorlas. Bright of the Wind. Bright Bright of the Wind. Ach ja. Der große Zelda-Fan. of the Wind. Muss mal kurz übersetzen, was Bright heißt. Ich liebe es, das ist einer meiner absoluten Lieblingsclips von Drachen. Bright of the Wind. Oder die etlichen Streams, wo er Pokémon gespielt hat. Komm schon. Er kann halt gar nichts. Digga, das ist ein Spiel für Kinder. Es ist ein Spiel für Kinder. Er sitzt da, der erwachsene Mann, und versagt am laufenden Band. Ach Mann, ey. Ey, keine Sorge, ich habe hier etwas, um deine Wurfkünste zu verbessern. Was steht hier? Probier's aus, drücke den Knopf. Ich kann deine Gedanken lesen und raten, an welches Pokémon du denkst. Oh mein Gott, sie haben den Akinator in ein Pokéball gesteckt. Bald ist Weihnachten und ich weiß, dass... Alter, Leute, kennt ihr noch den Akinator? Kennt ihr den Akinator noch? Sorry, Alblabli, ich muss das überspringen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob mir da YouTube oder sonst irgendwer die Prügeln ausschmeißt, wenn ich da die Werbung drin lasse. Aber kennt ihr den Akinator noch? Das war so vor 15, 16 Jahre. Wann wird das gewesen sein? 2011? 10, 11, sowas rum. 14, 15 Jahre her. Das gab es als App und im Internet auf einer als Browser-Ding. Und da konntest du an irgendwas denken und das Programm hat dann mit so und so vielen Fragen meistens rausgefunden, an wen du denkst. Das musste irgendeine öffentliche Person sein. Und das hat halt gelernt. Mit jeder Frage hat es halt gelernt und gelernt und gelernt. Es hat erstaunlich krass die Sachen gefunden. Und natürlich auch für die beiden Spiele. Und nun sprechen wir über den sogenannten Streisand-Effekt. Das Problem an Rainer Winkler ist, dass er der... Alter, wie er da steht, da haben sie ihn interviewt, Leute. Schaut ihn euch an. Sie haben ihn da interviewt. Und er hat gedacht, boah, nee, so sehe ich cool aus. Er hat sich extra rasiert für die Scheiße. Ja? Er hat hier Babypopo-Gesicht, Rainer. Steht er da
mit diesem Lappen auf dem Kopf, wo oben die Assi-Palme rauskommt. Und diesem ausgewaschenen Amon Amarth-Shirt, wo die Ärmel fast abfallen. Stellt er sich dahin vor diesem Zaun, wo er die blaue Folie mit Panzertape hingetaped hat. Und gibt ein Interview, Digga. Das kannst du dir nicht ausdenken. Personifizierter Streisand-Effekt ist. Und falls jemand nicht weiß, was das ist, die Bezeichnung spielt auf Barbra Streisand an. Das ist so eine amerikanische Sängerin und Schauspielerin. Ich finde es immer lustig, ne, wenn irgendwas immer der so und so Effekt ist. Meistens kannst du auf Rainer zeigen und sagen, ach, ja, sowas? Ja, sowas. Der Streisand-Effekt, dieser Dunning-Kruger-Effekt. Das sind immer diese Effekte. Nachdem ein Fotograf ein paar coole Luftaufnahmen machte, wo auch unter anderem ihr Anwesen zu sehen war, verklagte Barbara den Fotografen aus Angst vor einem Leak ihres Wohnortes. Doch erst überhaupt ihre Klage von $50 Millionen Schadensersatz, was übrigens nicht durchging, machte überhaupt die Öffentlichkeit auf dieses Foto aufmerksam. Dadurch verbreitete sich das Foto überall im Internet von ihrem Haus und sie hat genau das Gegenteil von dem erreicht, was sie eigentlich erreichen wollte. Ja, und South Park hat sie komplett durch den Kakao gezogen danach. Ein aktuelles Beispiel wäre meiner Meinung nach der Influencer Venikraft. Dieser diskutiert jeden einzelnen Tag auf Twitter mit irgendwelchen Leuten, die ihn nicht mögen, und er geht inzwischen auch so weit, diese zu beleidigen. Das Ziel von Veni ist wohl möglich Aktivismus, etwas in Anführungsstrichen Gutes zu tun, im besten Fall Menschen zum Nachdenken anregen oder so. Doch das Einzige, was er dadurch erreicht, ist noch mehr kollektiver Hass gegen Venikraft. Alle Leute haten Veni und Veni hatet alle Leute. Das ist das, was ich mitbekomme. Und das sage ich nicht, um Veni an sich zu haten, sondern weil ich finde, dass man hier den Streisand-Effekt sehr gut beobachten kann. Also ich bin ja kein großer Fan, zu sagen, ja, irgendjemand ist selber schuld an seiner Situation, aber es gibt einfach Handlungen, die es auch nicht wirklich besser machen. Online-Diskussion. Ja. Das ist halt bei Rainer auch wieder nicht wirklich. Der Rainer ist halt zu 100% selber schuld an dieser Situation. Wie gesagt, Rainer hat diesen Sturm heraufbeschworen und man hat ihm zigtausendmal gesagt, Rainer, das ist dumm, mach das nicht, mach hier, mach so, lass das und hör auf damit mit der Scheiße. Und Rainer hat sich halt immer gedacht, Wallah, Wallah, ich mach genau so und noch schlimmer. Ich mach so nochmal und noch schlimmer. das ist das Problem, ne? Wirklich größte Zeitverschwendung, das sage ich aus Erfahrung. Und bei Drachenlord war es wirklich am extremsten, wie er und seine Hater sich ein Jahrzehnt lang gegenseitig angestachelt haben. Wenn man den ganzen Tag über Hater spricht und fast nur Hatern Aufmerksamkeit gibt, dann... Ja, er hat dann da auch immer gesagt, ja, ab morgen sind die Hater kein Thema mehr bei mir und ich habe hier, ne, da gibt's nur noch Qualitätscontent und das hat er dann maximal dann einen Tag durchgehalten, denn der nachfolgende Stream, der war wieder, oh, wieder Idioten, 2, 10, 350 Hater vor der Tür, die bauen hier Scheiße und brüllen hier rum und rütteln am Zaun. Und dann ist wieder die Polizei gerufen worden. Dann ging die Scheiße wieder von vorne los. Er hat es halt einfach nicht gecheckt. Alter, und schaut euch hier oben links, ne, die weltberühmte Winklersche Kabelführung zum einen an. Und was unter den Postern rausgeht, der hat einfach die Tapete irgendwann mal von der Wand gerobbt. Und hat dann gemerkt, ach scheiße, ich kann ja gar nicht tapezieren. Und hat dann einfach Poster drüber geklebt, der Dulli. Auf die nackerte Wand. erschafft man... Du hättest die scheiß Poster auch so auf diese Wand tun können. Die Tapete hätte vorher nicht runtergerissen werden müssen. Dadurch noch mehr Hater. Persönlich fand ich das in Anführungsstrichen Drachengame immer ein bisschen unnötig. Ich würde auch niemals... Natürlich ist es unnötig. Unnötig ist es auf jeden Fall. Ne? Sind wir ehrlich, es gibt kaum was Unnötigeres als das Drachengame. Zum Lügenlord-Song viben oder so. Es gibt sogar ein Der neue Lügenlord-Song ist noch geiler. Dazu vibet sich's richtig gut. Remix. Das hat die Melodie, man hört aber... Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Außerdem würde es viel zu lange dauern, die komplette Drachenlord-Lore in einem Video zu thematisieren. Fun Fact, Netflix wollte mal eine Doku produzieren. Ja, Netflix. Die Netflix-Doku, die wäre geil gewesen. Stell dir vor, hier wie aktuell die P. Diddy-Doku, nur mit Rainer. Und dann sitzt da statt 50 Cent sitzt dann da Regenbogenschaf oder sowas drin. Haben es jedoch sein lassen mit den Worten, wir sehen zum jetzigen Zeitpunkt davon ab. Und
Möglicherweise war es die klügere Entscheidung. Doch wie bin ich damals in das alles reingeraten und wie ist Dank dafür Ablali überhaupt entstanden? 2016 habe ich mit Freunden auf der Plattform YouNow gestreamt und dort wurde ich unter anderem gefragt, was ich persönlich vom Drachen halte. Meine Antwort? Okay, er wirkt schon arrogant. Und ich will nicht sagen, dass er immer so war, aber ich glaube, die Situation, in der er steckt, hat ihn zu dem gemacht. Bei der Aussage bezog... Das ist wild. Das ist vollkommen ein harmloser Satz. Die Community fragt ihn, weil Reini damals ziemlich im Hype war. Und er sagt einfach, ja, er wirkt halt schon arrogant. Ja, dann ist Turn-Up. Freilich ist dann Turn-Up, ja? Ich mich auf einen Clip, wo Rainer unironisch von irgendwelchen Leuten zum Grillen eingeladen wurde und darauf ziemlich fies reagiert hat. Letzte Chance, also wir laden dich ein. Ja, raus aus meinem Land oder was hat er gesagt? Wenn du Bock hast. Wenn nicht, dann nicht. Seid ihr immer die gleichen Idioten, Alter? Ich hab Kopfhörer auf, ich höre dich nicht. Da sind wir beim nächsten Meme. Ne? Ich hab Kopfhörer auf, ich höre dich nicht. Ich verstehe natürlich, dass er da schon voreingenommen war, aber trotzdem hätte man meiner Meinung nach souveräner reagieren können. Trotz dessen habe ich ihn für die Road Yourself Challenge nominiert. Für die es nicht wissen, bei der Road Yourself Challenge ging es darum, ein Musikvideo zu produzieren, wo man inhaltlich sich selbst roastet und am Ende einen anderen YouTuber nominiert, das auch zu tun. In meinem Video habe ich 3 Leute nominiert und einer davon war Drachenlord, einfach nur, weil ich es krass fand, die Vorstellung, dass er da mitmacht und es hätte auch seine Sympathie geholfen, wenn er darauf eingegangen wäre. Ja, aber Rainer hat sich gedacht, nee. Ich bin das höchste Wesen. Ich mache mich doch nicht zum Obst. Und dann hat er sich zum Obst gemacht. Aber unfreiwillig. Das ist die witzige Nummer. Seine Musikvideos danach, die waren ja ernst gemeint. Also wenn du dir das Gehör anschaust, das kommt zwar vom Production Value her und von der Art und Weise, kommt das einem so vor, wie wenn so eine deutsche Variante hier von John LaJoie gewesen wäre, hier E=MC und so, ne? War es aber nicht. Es war halt ernst gemeint. Schaut euch das Görsker-Video nochmal an und macht euch dabei bewusst, Reini meint jede Sekunde todernst. Ja? Er glaubt wirklich, dass er da cool ist, wie er da post mit seinem alten, schrottigen, roten Audi. Doch meine Aussage im YouNow-Stream fand Rainer alles andere als toll und er begann damit, Videos gegen mich zu drehen. Bei den ersten 1 bis 2 Aussagen dachte ich mir so... So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Doch, es folgte noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Es gab so viele Videos, wo er gegen mich geschossen hat. Safe über 10. Mindestens 10. Und auch hier, das ist derselbe Rainer. Das ist derselbe Rainer, der sich darüber beschwert, wenn die Etzerler Kack-Hater Videos über ihn machen. Ne? Weil die ziehen sich ja nur an seinem Fame hoch. Merkst du selber, wirklich versucht, das zu ignorieren, doch immer häufiger kamen Zuschauer auf mich zu und Freunde und YouTube-Kollegen mit den Worten, hey, hast du das mit Drachenlord mitbekommen? Kommt dann ein Ansagevideo von dir? Dieses Thema war für mich als Content Creator wirklich der perfekte Präsentierteller. Also es war wirklich so eine geile Vorlage für ein Video. Dennoch hatte ich damals ein bisschen Schiss, aber nicht unbedingt wegen Drachenlord selbst, sondern eher wegen der Drachenhater. KuchenTV wurde auseinandergenommen, als er zur Schanze gefahren ist. Parabelritter wurde stark kritisiert, als er Rainer in der Schanze bei ihm zu Hause interviewt hat. Ja, das ist aber auch wirklich, also die Parabelritter-Aktion, Imp hat da damals ein sehr gutes Video dazu gemacht. Mit der Parabelritter-Nummer. Das gibt's leider nicht mehr. Ich habe es nicht mehr gefunden, aber das war ein verdammt starkes Video. Und da musste ich ihm in vielen Punkten auch recht geben. Ne? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, der gute Parabelritter hat da ein wenig reingeschissen. Der ist da mit der Absicht hingegangen, boah, der ist ein bisschen dick, der ist ein bisschen dumm, den können wir ein bisschen bloßstellen. Und das hat er dann auch gemacht. Die Roomtour, ja, mit dem Hamsterkäfig und dergleichen, ne, die schlafen. Jeder YouTuber, der Rainer irgendwie zu nahe kam, wurde entweder teilweise oder komplett von einem Shitstorm heimgesucht. Ja, man nennt es den Kotenmidas-Effekt. Warum liegt hier eine Wurst? Mir fällt es jetzt erst auf, wo jetzt hier dieses Standbild sehe. Ich bin so ein Vollidiot. Ich habe diese Nummer hier mit Kevin Wolters sicher schon 100-mal gesehen. Mir fällt jetzt erst auf, Rainer versucht hier Kevin zu spiegeln. Ja, mit dem schwarzen Lacoste Polo-Shirt und dem ganzen Ding, die ganze Haltung, das ganze Ding, er versucht einfach Kevin Wolter zu spiegeln. Und
Und darauf hatte ich persönlich nicht Und im Hintergrund das Albtraumhaus war natürlich auch wieder Klassiker. so Lust. Außerdem gab es Hater in der Bubble, mit denen meiner Meinung nach wirklich nicht zu spaßen war. Damals waren wilde Nummern unterwegs, ne? Gerade in der Hater-Bubble, diese, wo du halt wirklich sagen kannst, so, weiß ich nicht. Aber ich glaube eher, wenn er wirklich ein gutes Video dazu gemacht hätte, dann, ich glaube, das hätten die Leute gefeiert. Ich glaube, das hätten die Leute gefeiert. Einige von denen wurden wegen Swatting, Morddrohungen und anderen Delikten zu Haftstrafen verurteilt. Und das hat damals halt wirklich abgeschreckt. Ne? Also mit solchen Leuten wollte man sich nicht anlegen. Was ist das denn so? Was ist das denn so? War da nicht irgendwie mal eine Story von einer Person, die im Namen von Drachenlord, also im Namen von Rainer Winkler, irgendwas gekauft hat? Also irgendwas Illegales oder etwas, um eine Bombe zu bauen oder irgend so eine Scheiße? Doch kurz. Ja, hier, Base-God-Nummer. Aber wie gesagt, der hat auch anderen Betrug begangen. Der ist jetzt nicht nur wegen Rainer verurteilt worden, aber ne, die Rainer-Sachen, der hat halt, glaube ich, Kreditkartenbetrug begangen und hat dann da Sachen zum Drachenlord geschickt oder so. Die bezahlt wurden mit den gestohlenen Kreditkartendaten. Irgend so eine Nummer war das. Zeit später wurde es völlig absurd. 2016 flog ich das erste Mal alleine nach Japan, einfach weil ich zuvor noch nie alleine gereist bin und das mal ausprobieren wollte. Und im selben Moment, wo ich Sayonara... Das ist halt schon krass, oder? 2016 war das. Ihr müsst euch vorstellen, der Mann war damals sehr, sehr, sehr jung und konnte sich es einfach durch seine YouTube-Präsenz, durch die YouTube-Barne, konnte er sich leisten, einfach alleine nach Japan zu fliegen. Also ich konnte es mir mit Anfang 20 nicht leisten, alleine nach Japan zu fliegen. Digga, ich kann es mir heute nicht leisten, alleine nach Japan zu fliegen. zugesagt habe, kam Drachenlord zu meinem damaligen Wohnort Köln. Er schrieb unter anderem auf Twitter, dass er sich gerne mit mir treffen würde. Und Ja, na, da hat er dann behauptet, Al-Blali wäre vor ihm nach Japan geflüchtet. Da kannst du es dir nicht ausdenken. Und das war auch diese Nummer, da musste das Hotel auch wechseln. Das hat damals schon angefangen. Da stand er da und hat dann dieser Ausschnitt, den wir hier gerade sehen. Da hat er vom Hotelbalkon runter gefilmt. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Stream war oder ob es ein Video war. Auf jeden Fall wussten die Leute dann ne, haben sie gesehen, aha, hier ist das Gebäude, da ist das Gebäude. Und dann konnten die halt rausfinden, in welchem Hotel er ist. Und dann musste das Hotel wechseln. Dieser brunstdämmerte Vollidiot. kam Drachenlord zu meinem damaligen Wohnort Köln. Er schrieb unter anderem auf Twitter, dass er sich gerne mit mir treffen würde, um darüber zu reden, dass er ja so arrogant sei, lief abends durch die Innenstadt und wurde dabei von Schaulustigen verfolgt. Einer von denen war tatsächlich ein Kumpel von mir, der an dem Tag nichts zu tun hatte und sich dachte, ist bestimmt witzig, Drachenlord zu sehen. Also der war beim Drachenlord, dann sollte Drachenlord eine Sprachnachricht für mich machen über sein Handy. Ich weiß leider nicht mehr genau, was Drachenlord mir gesagt hat. Ich habe die Sprachnachricht leider auch nicht mehr, weil das Ganze 9 Jahre her ist. Als Rainer von meinem Kumpel erfuhr, dass ich nach Japan geflogen bin, tweetete er, dass ich feige sei, wie es ja komisch ist, dass ich jetzt ausgerechnet nach Japan fliege, wenn er nach Köln kommt. Ja, das ist so delulu ist dieser Mann, dass er sich denkt, nee, der Al-Blabli, der ist jetzt nur nach Japan geflogen, weil ich nach Köln gekommen bin. Er ist nicht auf die Idee gekommen, dass man so einen Japan-Trip vielleicht auch ein bisschen länger plant und so. Und dass das halt. Ich meine, hier, da war ja in Köln auch dieses, ne, war das dieses Worldwide Wohnzimmer-Ding? Ich bin mir noch mal ganz sicher. Auf jeden Fall, es war ein Influencer-Event, zu dem Rainer ja da eingeladen war. Und, ich kann mir vorstellen, dass Al-Blali da theoretisch hätte auch sein können, dass es vielleicht auch, ne, gut gewesen wäre, nochmal Reichweite, nochmal Connections und sowas. Er ist halt trotzdem nach Japan gefahren, weil es halt schon geplant war wahrscheinlich, ne? Und Reini denkt sich, nee, weil ich jetzt hier in Köln bin, deswegen ist der Al-Blabli jetzt nach Japan geflohen. Womit er ja suggeriert hat, dass ich auf die andere Seite der Welt geflohen bin, um Drachenlord zu entkommen. Drachenlord schreibt, hey, ich bin in Köln. Und ich denke mir so, scheiße, ich muss hier weg. Genau so ist es passiert. Genau so ist es passiert. Ne? Notfallknopf. Da ist ein bisschen so wie in so einem Spy-Thriller. Ne? Packt schnell unterm Bett, holt er seine Notfalltasche raus mit 3 verschiedenen Pässen und jede Menge Bargeld. Und beim Rausgehen drückt er auf so einen roten Knopf und hinter ihm brennt die ganze Bude ab. So mit allen Beweisen. Und schwupps,
taucht da unter, eine neue Identität, Drachenlord ist in Köln. Andere Ende der Welt. Woo! So als würde man vor einer Atombombe fliehen. So als wäre er fucking Godzilla oder so. Kneifen? Ich sitze so im Flugzeug, was soll ich denn machen? Drehen Sie um! Drachenlord hat gesagt, ich kneife! Ja. Kann man kann mir die Durchsage vorstellen. Guten Tag, hier spricht der Kapitän. Aufgrund eines Notfalls in Köln müssen wir leider umdrehen und wieder zurück nach Köln fliegen. Wir haben gerade gehört, dass einer unserer Passagiere eine Feigemuchte ist, die sich vor dem Drachenlord in Japan verstecken will. Das können wir nicht unterstützen. Danke da. Dann alle im Flieger. Oh, danke dafür, Alblali. Kleines bisschen war ich aber schon froh da rein, dass ich ausgerechnet ein Hotelzimmer im Motel One Mediapark gebucht hat. Alter, das ist auch so ein Ding. Immer Motel One. Ich glaube, das war das erste Mal Motel One und seitdem ist er immer Motel One, solange bis er da Hausverbot gekriegt hat. Und ich in dem Zeitraum tatsächlich im Mediapark gewohnt habe. Das bedeutet, Drachenlord ist in diesem Hotel, will sich mit mir treffen, um mit mir zu reden, in Anführungsstrichen. Und ich wohne hier. Er war so nah dran. Er wusste es nicht, aber er war so nah dran. Tja, wenn Drachenlord das gewusst hätte. Und ab da an dachte ich mir, okay, juckt. Ich habe jetzt so viele geile Vorlagen für ein witziges Video. Was kann da nur schief laufen? Und so ist 2017... Er hat dann diese Ansage, aber ich weiß es nicht. Ich hätte gedacht, das ist gut angekommen. Ansage an Drachenlord entstanden oder Ansage gegen Drachenlord. Warum zum Teufel habe ich gegen geschrieben? Mit der wohl möglich positivsten Videobewertung meiner gesamten Karriere. Die Dislikes waren wahrscheinlich Lurk-Girly-Accounts von Rainer selbst. Und in diesem Video... Wahrscheinlich. Das war hier, seine Schwester und so. Beantworte ich Fragen... Obwohl, die hatten damals auch schon gehasst. Drachenlord an mich, kritisiere ihn für sein Handeln, distanzierte mich von Hatern, die zu ihm fahren und startete eine Aktion mit dem Hashtag Therapielord. In der Hoffnung, dass der Mann sich endlich Hilfe sucht. Als ob. Doch anstatt etwas aus diesem Video mitzunehmen, postete er kurz darauf ein Instagram-Bild von seinem Gesicht mit einem ausgeschlagenen Zahn und der Caption "Danke dafür, Alblali." Als wäre jetzt Alblali, weißt du, Rainer schießt monatelang gegen Alblali, macht zig Videos gegen den, frontet ihn als Feigling, der nach Japan flieht vor ihm. Dann macht Alblali endlich dieses heiß ersehnte Video über ihn. Dann passiert irgendwas Beschissenes, random in seinem Leben und danke dafür, Alblali, da ist er schuld auf einmal. Rainer, den Zahn, der hättest du ja auch rausgemeddelt, wenn du nicht, wenn Vic nicht dieses Video gemacht hätte. Wenn er es ein paar Wochen später gemacht hätte, dann wäre was anderes gewesen, wofür er die Schuld gekriegt hätte. Ich weiß noch, wo ich das gesehen habe und mir einfach nur dachte, hä? Aber ich habe ihn doch gar nicht geboxt. Es ist nämlich so, dass er kurz vorher mal wieder eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Hater hatte und seine Verletzung verknüpfte er irgendwie mit mir und meinem Video, um sich in die Opferrolle zu stellen und mich als Mittäter zu framen. Ja, Alblali, mit so hast du nicht gerechnet, ne? Aber ich soll ja mit den Hatern schön grillen. Danke, Alblali. Und die... Ja, Rainer, keine Ahnung. Ja, du sollst mit den Hatern grillen. Du sollst nicht mit dem Besenstiel rausgehen und versuchen, die zu vermoppen, ne? Und dir dann vor lauter Körperklauserei den Besenstiel ins eigene schiefe Ogermaul schmettern. Damit die Zähne rausfliegen. Nein, das sollst du nicht machen. Du hättest mit denen... Man hat es ihm über Jahre lang erzählt, ne? Gerade diese Nummer mit dem Grillen. Er hat gesagt, ja komm, hocken wir uns zusammen. Ne? Werden wir vorher nochmal kurz zum Rewe, dann hole ich mir nur Grillfleisch, dann hocken wir uns zusammen, grillen ein wenig, trinken eine halbe, unterhalten uns ein bisschen. Runterkommen von seinem hohen Ross, die Leute nicht immer gleich beleidigen und fertig. Eine Stunde da sitzen und sagen, ja Leute, schön war's, aber ich muss wieder harte Arbeit und so weiter und so fort. Medal off. Ja, was hätte dann passieren können? Öffentlichkeit hat es auch nicht ganz so ernst genommen, wie er sich das erhofft hat. Und ja, so ist Danke dafür Alblali entstanden. Hier setzt er zum 100. Mal das Streisand-Effekt ein. Drachenlord hat etwas versucht und damit genau das Gegenteil erreicht. Das ist... Danke dafür. Das war sehr häufig so. In ganz Twitter Deutschland wurde Dank dafür Alblali gemimt. Ich machte noch ein zusätzliches Video darüber und Rainers Wut stieg weiter an. Fun Fact. Oh, ist das köstlich. Oh Mann. Oh,
Das passiert, wenn man ChatGPT nach Dank dafür Iblali fragt. Dank dafür Iblali ist ein deutsches Meme aus einem YouTube-Video von Iblali alias Dena. Junge! Kurze Zeit später wurde ich von Worldwide Wohnzimmer zu einer großen Dank dafür Iblali Show eingeladen, bei denen es auch ein paar coole Gastauftritte gab. Danke dafür, Iblali. Danke dafür, Iblali. Danke dafür, Iblali. Fairerweise muss man sagen, dass es in der Szene auch ein paar kritische Stimmen gab. Iblali, eigentlich jemand, der gar nichts mit Beef zu tun haben muss. Ich finde es komisch, dass der Iblali sich auf den Drachenlord einschießt. Ja. Ihr seid doch... Das ist auch wieder so eine Nummer. Weißt du was? Die zwei habe ich gefressen. Ne? Hier, die zwei Typen, die habe ich gefressen. Erkennst du den Songnummer? Das war ein gutes Format. Ne? Manchmal hatten die auch gute Ideen, aber ich habe die richtig dick inzwischen. Und auch hier, weil die einfach... Das sind einfach zwei Dullis, die nehmen einfach Hypes mit, ohne sich wirklich darüber zu informieren. Mich wundert es, dass die nicht den Rainer eingeladen haben in ihre Scheißshow. Also, dass die da nicht... Es ist fürchterlich dämlich. Hört euch mal an, was die hier sagen. Dass der Iblali sich auf den Drachenlord einschießt. Iblali hat sich auf den Drachenlord gestürzt und eingeschossen. Reini macht zig Videos über Iblali. Ne? Also, es fängt damit an, Iblali kriegt im Stream eine Frage von der Community. Sagt, ja, ich halte ihn schon für arrogant. Rainer dreht komplett am Rad, macht Videos über Videos gegen Iblali, stalkt den Typen. Dann kommt endlich ein Antwortvideo von ihm. Das lang ersehnte von Rainer dann doch so erbettelte Antwortvideo. Weil Rainer wollte ja Internet-Beef haben, weil er sich gedacht hat, hier Internet-Beef gibt Traffic, gibt Reichweite, gibt Barne. Dann kommt dieses Ding, daraus entsteht dieses Meme und danach ist Iblali derjenige, der sich auf Rainer eingeschossen hat und der sich auf Rainer gestürzt hat. Ihr habt ihren Arsch offen vielleicht. Und das wäre auch wirklich damals nicht schwierig gewesen, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt hätte, das rauszufinden. Die Typen haben einfach nur das Meme mitbekommen und haben gedacht, geil, darüber lässt sich Content machen. Ging es um nichts irgendwie und ich habe das nicht wirklich verstanden. Ich frage mich manchmal, warum Iblali warum er das macht. Naja, es ist lustig. Allein schon, wie viel Kreativität daraus entstand. Alleine dieses SpongeBob-Intro. Metal Leute, Servus und herzlich willkommen. Dankeschön dafür, Iblali. Mir fehlt ein Zahn und ich habe ein Loch in der Lippe. Danke, Iblali. Danke, Iblali. Ich glaube, im Nachhinein... Das wirklich, eins kann uns niemand nehmen. Diese Bubble ist stellenweise wirklich sehr kreativ. Hätte ich das viel mehr ausschlachten müssen. Nichtsdestotrotz finde ich es krass, wie man Dank dafür Iblali Memes und Sätze immer noch sieht. Dank dafür Iblali hier, verdammt nochmal Iblali da, Junge. Was war das? Und Sätze immer noch sieht. Dank dafür Iblali hier, verdammt noch. Das bitte. Da. Junge, es ist so kalt geworden. Ich hasse Männer. Das letzte gehört vielleicht nicht dazu, aber dadurch, dass ich ein Mann bin, zählt das trotzdem. So oder so haben die Dank dafür Iblali-Memes für sehr viele Lacher gesorgt. Und nach all dem denke ich mir, Drachenlord, hättest du einfach nur dein Roast Yourself gemacht. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass er doch nochmal ein Video hochgeladen hat. Okay, ich höre das hier zum ersten Mal. Mal gucken, wie seine Roast Yourself Challenge ist. Eingebildet, das soll nicht wohl sein. Doch bin ich recht nett. Okay, was habe ich erwartet? Roast Yourself wurde nicht verstanden. Doch bin ich recht nett. Er rechtfertigt sich selbst in seinem Roast Yourself Song. Das ist verrückt. Inzwischen ist das Drachengame nicht... Ja, vor allem die Nummer ist halt auch die Gülle-Qualität. Irgendein 0815 Synthesizer-Beat dahinter gelegt. Ne? Was für ein räudiges Ding. Habt ihr vorhin den Ausschnitt gesehen von dem Roast Yourself Video von Iblali selbst? Das war ein Musikvideo. Es hieß, produziere ein Musikvideo, in dem du dich selber roastest. Und er macht hier auf seinem Keyboard einen x-beliebigen Beat an und sagt, ich bin eigentlich ganz nett. Rappt. Rainer, naja. Nicht mehr so relevant. Sein Haus wurde komplett abgerissen.
Drachenlord streift als Obdachloser irgendwo herum. Wobei, hat er inzwischen eine Wohnung? Ganz ehrlich, ich habe da keinen aktuellen Überblick. Also ich verfolge das nicht. iBlabli, er hat inzwischen seit 2 Jahren sitzt der in Zobis. Kann schon mal vorbeischauen. Das Einzige, was ich noch so manchmal mitbekomme, ist, dass Menschen ihm teilweise immer noch nachstellen, wo ich mir denke, Bro, also ist man da wirklich besser als Rainer? Und im Großen und Ganzen wünsche ich diesem Mann... Weiß nicht, nachstellen, ne? Er ist halt da in Zobis. Ne? Ich weiß, ich habe jetzt auch schon lange nichts mehr mitbekommen. Von irgendwelchen Besuchen oder dergleichen in Zobis habe ich lange nichts mehr mitbekommen. Das letzte, was ich mitgekriegt habe, war, dass dieser Typ, der in dieser Tatort-Folge hier den Reini gemimt hat. Und das ist ja auch schon 1,5 Jahre her, dass der da dort war. Dass er sich Hilfe sucht, auch wenn ich es persönlich für sehr unwahrscheinlich halte. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Für mich persönlich war es eine sehr nostalgische Reise. Und checkt unbedingt das Video von ACD aus. Das ist ein richtig geiles Brett geworden. Schreibt in die Kommentare gerne, was bei euch persönlich so kacke lief. Und dazu danke dafür, iBlali. Das dürft ihr. Okidoki, ja nee, gerne. Leute, wir sind am Ende angekommen. Ich habe jetzt sogar noch Zeit zu duschen, bevor ich in die Malone gehe. Das ist schön. Da habe ich Bock drauf. In diesem Sinne, Leute. Danke dafür, iBlali. Und Metal Love.